So, ich hab schon lange nicht mehr so gelacht. Ich kann das aber nicht alles sagen. Fast gelandet, Digga, fast. Bruder, das war nicht Snowtrip, das war Sauftrip, Digga. Mein Highlight von diesem Snowtrip war: Was geht ab, meine Damen und Herren? Yo, yo, yo. Setup-Streamer wieder. Endlich. Finally. Aber genießt es, denn morgen ist schon wieder vorbei. Was macht dein Haus? Warum jetzt Hausfrage? Warum? Ja, was geht ab, Leute? Snowtrip vorbei. Wie fandet ihr die Snowtrip? Ende war halt Arsch, ne? Ende war richtig scheiße. Aber, Bruder, also ganz kurz, weil das irgendwie richtig viel auf TikTok auch geschrieben hatten. Wir haben den Snowtrip gemacht mit einem Backup-Setup. Kevin hatte noch ein Backup-Setup und wir hätten theoretisch noch mein Setup gehabt. Heißt, wir hatten ein Doppel-Backup-Setup. Aber der Grund, warum wir gestern gesagt haben, yo, reicht, ist einfach, wir waren halt komplett oben. Leon ist extra für uns gekommen, um uns halt so Sachen beizubringen und halt selber wollte auch vloggen. Und wir sind gerade erst bei diesem Parcours angekommen und dann war halt das Setup am Arsch. Theoretisch hätte dann so ein Tim oder so halt zu uns fahren können und wir wären dann wieder den ganzen Weg zurückgegangen, hätten das wieder geholt und wieder zurück. Aber das wäre Arsch gewesen. Das wäre tot gewesen. Wir waren eh schon eine Stunde lang offline, Bruder, dann dachten wir, komm, Schere hoch und dann ist es halt so. Aber ich sag ehrlich, ich fand's 100-mal besser, dass der Stream aus war danach. Es war 100-mal chilliger, Digga. Oh mein Gott. Bruder, wir haben geredet, wir haben noch trainiert. Wir haben trainiert und, ja, Spoiler, keiner von uns hat hinbekommen. Keiner von uns hat den Tame Dog hinbekommen. Ich hab ihn ganz knapp verfehlt. Ich hab den scheiß Tame Dog ganz knapp verfehlt. Ich hab eine Aufgabe, ich kann euch die zeigen. Einer hat's hinbekommen. Rate mal wer. Wieland war gestern im Krankenhaus bei euch noch. Ja, Laurenz hat's hinbekommen. Laurenz hat den scheiß Tame Dog hinbekommen. 2-mal. Das ist krass. Bro hat gestern Kamera gemacht 2-mal. Ja, Schere Digi. Aber meiner war auch okay am Ende. Aber Bruder, wir konnten alle nicht mehr. Mein ganzer Körper tut weh, Bruder. Es tut alles weh. Dominik hat auch geschafft. Ja, Mann. Dominik hat auch geschafft. Mein Highlight vom Trip. Der Alter. Tunnel Junkie, Junge. Junge, der hat so abgeht. Ich hab den die ganze Zeit bei Olympia gesehen und ich wollte nichts dagegen sagen, weil ich dachte so, ja, okay, vielleicht kennt Kevin den oder so. Weil der hatte so einen Haken. Der hat die ganze Zeit bei Olympia. Ich hab den bei Olympia die ganze Zeit gesehen. Bei Olympia hat er die ganze Zeit geschrien, so, oh ja, toll gemacht, Jungs. Jetzt habt ihr es voll geschissen und bla bla bla. Ich dachte mir so, Digga, wer ist das? Wer bist du? Halt die Fresse. Bis Kevin dann Crashout auf den gegangen ist. Dann hatte ich den Clip, wo Kevin Crashout gegangen ist, auf TikTok. Und da, ihr kennt ja immer dieser blaue Text da. Und da stand da Tunnel Junkie. Und dann habe ich gesehen, dass der schon mal Crashout gegangen ist. Genau bei der gleichen Person. Warte. Also der ist schon mal auf den Crashout gegangen. Hier, vor 2 Jahren. Papa Platte rastet aus wegen einem Zuschauer bzw. anderem Streamer, der gerade zuschaut, aber schaut mal kurz rein. Oder wie kann es sein, dass das war vor 2 Jahren. 2024 war das. Top 3 nervigste Chatter heute bist und du bist Twitch-Partner. Bro, pack die Fritten in die Tüte und mach. Der hat einfach 1:1 den gleichen Crashout, Junge. Das ist geil. Nee, ich fand Snowtrip geil. Also ich hab's genossen. Aber Bruder, guck mal, wir haben einen großen Fehler gemacht. Wir haben anstatt, dass wir den Snowtrip auf 2 Wochen, wir haben, anstatt, dass wir die Sachen innerhalb von 2 Wochen machen, haben wir versucht, das, was wir letztes Mal in 2 Wochen gemacht haben, haben wir versucht, das alles in einer Woche zu machen. Und das war viel zu viel. Bruder, es war so, jetzt denkt man, ihr seid doch nur Snowboard gefahren, ihr habt doch Urlaub gemacht. Bruder, das war so anstrengend, ne? Ihr checkt nicht. Bro, das war so eine anstrengende Scheiße, Digga. Wir haben alle 0 geschlafen, Digga. Wir haben alle fast überhaupt nicht gechillt. Es war einfach viel zu viel, Digga. Wir haben viel zu viel. Es war viel zu viel. Ja, da müssen wir hin, das müssen wir machen, da müssen wir hin, das müssen wir machen. Und was halt am meisten reingefickt hat, ist halt das Haus. Hätten wir das Haus gehabt, was wir eigentlich am Anfang hätten, dann wäre alles 100-mal einfacher gewesen und wir wären instant bei allen Sachen einfach vor die Tür gehen, 5 Minuten gehen und wir wären da gewesen. Aber da, wo wir waren, mussten wir fast für jede Scheiße mindestens 1 Stunde fahren, Digga. Das war tot. Was mit Wieland? Digga, hier. Hat er die Scheiße jetzt an? Also, es war. Du musst einen Namen sagen. Ohne Kommentar. Du musst einen Namen sagen jetzt. Digga, laut Arzt muss er so eine Schlinge jetzt tragen. Aber er hat gestern auch probiert ohne und das ging auch. Aber ja, er muss so eine Woche jetzt diese Schlinge tragen, aber da ist nichts. Also da ist nichts gebrochen. Aber wahrscheinlich irgendwas Muskelmäßiges, keine Ahnung. Und ich frage ihn mal, ob sein Arm jetzt besser ist.
Die müsstest du ja morgen noch holen, bevor wir. Hey, Jungs, wir wollen Soul Link. Bro, ich hab mir den scheiß Arm gebrochen. Ich schaff's gar nicht mehr, mich zu bewegen. Was labert er? Arm gebrochen. Er guckt Chat, aber antwortet nicht. Hugo ist bei dir im Chat und fragt, wie sein Arm geht. Aber eigentlich ist er deine Schulter, oder nicht? Es ist nicht meine, es ist so ein Zwischen, ich glaube, es ist anscheinend die Sehne, oder es ist so es gibt den Teil vom Bizeps, der geht Ja. über Digga, die das Schulter Trimix drüber. Chat da, ich wollte es aber wieder Und nicht, den ist hab auch ich mir nochmal krass. gedamaged. Vor 2 Wochen. Digga, ist Trimix offline? Ah, nee. Sauber. Und jetzt bin ich auf genau dieselbe Stelle wieder gefallen und ich glaube, ich habe so ein bisschen so ein gehört, als ich da hingefallen bin. Checkst du? Ja? Und ich habe das Gefühl, da ist einfach dieser Bizepsstrang oder was auch immer das ist so ein bisschen abgerissen einfach. So gezerrt. Geh Montag direkt MRT machen. Bro, ich bin gesetzlich versichert. Ich krieg MRT 2027, wenn ich Glück hab. Was? Das Das war's, du bist Alter. privatversichert, oder? Bist du gesetzlich versichert, kannst du deine Schulter nicht mehr benutzen. So einfach ist das. So beschissen, Alter. Ist leider das scheiß System. Kannst Warte du mal, nichts bist machen, du Matra. gesetzlich versichert? Ja, ich bin gesetzlich Das war's. versichert. Okay, Ich zahl und dann jeden gibt's Monat. Was peinlich, Digga. Bro, das habe ich gleich gesagt. Bruder, wir haben gestern, wir sind gestern bis 17 Uhr sind wir Snowboarden gewesen. Bruder, wir sind einfach noch gestern nach Hause gefahren. Also, wie ihr sehen könnt. Bro, das war die tougheste Autofahrt, die ich hatte, glaube ich. Bro, wir sind um 22 Uhr losgefahren. Nee, um 21 Uhr. Wir sind um 21 Uhr losgefahren von Italien. Digga, ich bin heute angekommen um 6:30 Uhr. Bro, das war wirklich krass. Aber warum? Ja, weil wir irgendwie, also, guck mal, ich dachte schon auf der Piste, meine ich zu Kindern, Digga, soll ich heute fahren? Aber das Ding ist, ich musste halt mit Dominik und Wieland fahren und dann war ich so, ja, aber die haben safe keinen Bock drauf. Und dann habe ich es einfach gelassen. Dann sind wir nach Hause gekommen und Dominik sagt so, Hugo, ich hab einen Pitch für dich. Lass jetzt fahren. Dann war ich so, geil, ja, okay. Da meinte ich noch, ja, aber ich gehe noch davor Sauna. Da war ich noch einmal Infrarotsauna, da war ich noch zweimal in der normalen Sauna. Ja, dann sind wir 10 Stunden nach Hause gefahren. Also, ich und Dominik sind bis nach Stuttgart gefahren und dann von Stuttgart aus muss ich halt selber fahren. Bro, das war so lustig gestern, oh mein Gott. Bro, wir haben alle die Fresse gehalten im Auto. Wir haben alle irgendwie versucht zu pennen. Digga, da haben wir einen Stopp gemacht beim Mc's. Digga, ich musste so lachen die ganze Zeit. Bro, ich habe schon lange nicht mehr so gelacht. Ich kann das aber nicht alles sagen. Das ist so richtig dumm, Digga. Wir machen so eine Bestellung. Wir machen so eine Bestellung bei Mc's. Ich sag so, ja, hier Big Mac Menü mit Pommes. Dominik macht auch Bestellung. Halt irgend so ein Burger. Und dann kommt Wieland. Ja, ich nehm den Mac Veggie Burger. Dominik hat was gesagt, aber das kann ich halt nicht sagen. Da müssen wir da lachen, haben wir die ganze Zeit Wieland fertig gemacht, dass er sich einen Veggie Burger holt. Dann habe ich bei meiner Bestellung, ich bestell den, warte, ihr müsst den ganzen Namen wissen, dann ist es lustiger, warte. Ich habe mir den hier bestellt. Ich habe mir den, wo ist denn der, Digga? Ich habe mir den Big Tasty Red Steakhouse geholt mit Pommes, Ketchup und 6er Chicken Nuggets und Wasser. Digga, und das ist Dominik. Dominik hat so einen Lachfisch bekommen, weil ich Wasser bestellt habe. Und er meinte irgendwie, ja, ich nehm den Mac Fatty Fats, fettige, salzige Pommes, fettige Fett Chicken Nuggets und ein Wasser, weil ich muss auf Kalorien achten. Mann, das ist nur lustig, wenn ihr dabei wart, Bruder. Ich schwöre, Dominik ist so fucking lustig, Digga. Ich check's nicht, Bruder. Aber Wieland auch. Bruder, das ist irgendwie, Digga, das ist so geil, die Autofahrt mit denen. Kevin ist davor schon gefahren mit den anderen. Ja, das war einfach lustig. Ihr hättet dabei sein müssen. Reset Lach ist so geil, Digga. Ich sag, wenn Dominik, also ja, ich check, Dominiks Lach ist überansteckend. Aber ich glaube, meine Lache ist auch ansteckend und ich und Dominik stecken uns immer gegenseitig an. Das habe ich gestern auch schon wieder gemerkt. Digga, dann lacht Dominik, dann muss ich lachen, dann lacht er wieder, weil ich lache und dann wieder so, checkt ihr? Die ganze Zeit so Bounce. Alter, wisst ihr, was das Highlight für mich war? Während Snowtrip? Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie traurig das ist oder ich weiß es nicht. Mein Highlight von diesem Snowtrip war, als ich offstream mit Oscar und Mathis meine Goats eine verfickte Sprungschanze gebaut haben und wir die ganze Zeit genommen haben. Digga, das war so geil. Alter, ihr checkt nicht. So geil. Bro, war die groß? Also die konnte man schon Fullset nehmen. Also ich bin schon geflogen auf jeden Fall. Let's Hugo Love. Du hast die Kinder, ja, also guck mal, als ich vom Stream weggegangen bin ich zuerst zu diesem Parcours gegangen. Auf einmal kommen die so und wollten ein Bild. Da meinte ich zu denen, damit ich nicht alleine fahre,
ja, Digga, wollt ihr nicht mit mir fahren? Dann meinte ich, ja, tamam. So, und dann sind wir diese Off-Piste gegangen im Wald und dann dachte ich mir random, ja, Digga, lass doch hier einfach eine Sprungschanze bauen. Hier ist gerade geiler Spot, weil da kann man easy hochgehen. Ey, das war so geil, ne? Ey, ich muss euch den Tame Dog jetzt von mir zeigen. Okay, das ist das Closeste, was ich hinbekommen habe zu einem Tame Dog. Und damit ihr so ein bisschen wisst, was wir gestern noch gemacht haben. Wir sind halt gestern, haben wir noch mit Leon dann getried, haben auch eine Schanze gebaut. So ein bisschen neben der Piste. Digga, und wir hatten irgendwie so 10 bis 20 Viewer einfach. Hier waren wirklich die ganze Zeit Leute, die zugeschaut haben. Die haben einfach die ganze Zeit zugeschaut und haben so manchmal so geschrien und so. Was macht er so drüben, Digga? Die Brille sagt's auf jeden Fall schon mal. Geile Quali, ja, die ist ein bisschen Arsch. Denk ans Wippen und versuch wirklich also wenn du runter wippst, Bruder, dein wie so ein Wind. Trampolin, genau so, mal so. Ja, genau, wie so ein Nolli danach. Ja, 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 Höhe kriegen, Ja. nach dem Nose Press Höhe kriegen, genau. Und dabei die Hände komplett unter die Arme. Okay, jetzt. Achtung. Da muss ich nochmal fokussen. Du holst ihn dir, komm. Einfach rumkommen, einfach richtig klein machen und Ah, jetzt kommt, Mann. drehen. Jawohl! Guck mal, fast gelandet, Digga, fast. Jawohl! Ist krass, ne? Einfach rumkommen, einfach richtig klein machen und schnell drehen. Jawohl! Boah, ihr checkt nicht davor an, ne? Die ganzen Dinge, Bruder. Das war mein letzter Sprung, den ich hatte. Und ich bin davor komplett auf den Kopf geknallt, Digga. Da hatte eigentlich gar keinen Bock mehr. Restock stark, hol dir was Backflip einfach. Ich glaube, das ist einfacher. Weil das kannst du wirklich fast überall machen, wenn es so eine leichte Erhöhung hat. Ich glaube, Backflip brauchst du schon ein bisschen mehr Speed. Digga, was ich gestern auch hinbekommen habe, hast gesehen im Stream, glaube ich. Digga, ich habe gestern wirklich 2 neue Dinge unlocked einfach mit Snowboard. Tame Dog, Leon meinte, bei einer besseren Lage, weil das ist so eine beschissene Lage gewesen anscheinend gestern, würde ich es auf jeden Fall easy hinbekommen. Und 360 habe ich auch hinbekommen gestern. Und kriege ich auch ab und zu jetzt hin. Weiß nicht, wo das war, aber das war so im Hintergrund gesehen irgendwann. Junge, der war richtig gut. Hier, glaube ich. Hier. Ach, den Hintergrund. Hier? Hat den Wieland gemacht. Boom, Digga! Das war First Try! Ja, aber das Bruder, langsam werde ich zum Baller. Hat den Wieland Boom! gemacht. Digga, so geil. Ich hab so Bock auf Snowboard in letzter Zeit, Digga. Am liebsten würde ich einfach wieder direkt eine Woche lang nach Österreich gehen und den ganzen Tag Snowboard fahren. Ich hatte, glaube ich, noch nie in einem Jahr, dass ich so viel Snowboard gefahren bin. Wir haben 21. Februar, ich bin mehr als 3 Wochen Snowboard gefahren. Mach doch, ich kann nicht. Ich bin ab Dienstag in Amsterdam für 3 Tage. Dann bin ich 6 Tage zu Hause. In diesen 6 Tagen könnte man theoretisch machen, aber es ist ein bisschen Film. Dann bin ich 6 Tage zu Hause und dann geht's ab nach Südkorea. Für 2 Wochen. Also Südkorea, Japan. Vielleicht, ich hab Bock. Ich glaube, das wäre geil. Ich versuche in Japan einen Tag komplett zu vloggen. Wie ist es in Japan, Snowboard zu fahren oder Ski zu fahren? Und dann so alles zu filmen. Ich habe irgendwie Bock auf YouTube bekommen. Ich hab so richtig Bock, das so einfach mal alles zu testen. Wie ist das Essen? Wie sind die Hütten? Wie sind die Lifte? Wie sind die Pisten? So diese Type Shit, you know? Der Franklin, ja genau, wie der Franklin. Aber ich finde das todesgeil. Der macht das, oder wie Paul Frege. Guck mal, der macht das auch die ganze Zeit. Der macht so die ganze Zeit so Skitests. Auf jeden Fall letztes Jahr gemacht, sehr Kauf viel. dir einfach noch ein Haus nur in Österreich etc. Hatte ich actually vor, aber ist leider nicht so einfach in Österreich. Also kein Haus, aber eine Wohnung. Können wir auch bitte darüber reden, was du am Tag 2 gemacht hast? TikTok war so krass am Haten, deshalb, das war crazy. Ja, Bruder, fick die doch, Alter. Guck mal, das Ding ist, die Leute auf TikTok haten, aber Bruder, wenn die saufen, ich will gar nicht wissen, wie die sind, und bei denen ist das halt wieder cool, oder?
Nein, aber guck mal, was ich dazu sagen muss, ich bin den ganzen Berg runtergerollt und am Ende konnte ich ja nicht mehr gehen, weil nachdem ich diesen Berg runtergerollt bin, plus dieses Alkohol, was ich ein bisschen getrunken hatte, Bro, mir war so schwindelig, Digga. Ihr checkt nicht. Mir war dann so für 15 Minuten lang so scheiße schwindelig. Das war krass. Ja, mir war mehr schwindelig vom Rollen wie vom Alkohol, aber ich glaube, diese Kombi hat es dann nochmal schlimmer gemacht. Der ist auch krass. Ich bin komplett nass, du Bastard! Bruder, ich hab alles bekommen, du Bastard! SpaceX-Start abgebrochen, was war da los? Bro, ich bin komplett, du tut mir Kopf so weh! Gar nichts gesagt, weil wir beide... Du dachtest auch, wir sterben, ne? Mein Kopf so weh! Bro, das war so geil, das war so geil. Oben haben wir noch die ganze Zeit so gelacht und die ganze Zeit geredet. Dann, wir sind so ganz kurz gefahren, da waren wir auch noch so haha, hihi. Und dann, auf einmal, wir werden immer schneller und so unkontrollierter und wir waren beide stumm. Ich schwöre euch, wir haben nicht einen Mucks gegeben, wir waren Lock-in. Weil wir dachten, okay, Digga, das war's. Ich bin ja gestern Auto gefahren noch bis 6:30 Uhr. Oder die letzten 2 Stunden waren die härtesten 2 Stunden in meiner ganzen Autokarriere. Wisst ihr, was ich gemacht habe, um wach zu bleiben? Beide Fenster auf. Vorne, also vorne links, vorne rechts. Beide Fenster auf. Sitz auf vollste Heizstufe. Klimaanlage auf vollste Heizstufe, damit ich die Fenster unten lassen kann und mir nicht kalt wird. Richtig Energiewaste, ich weiß. Dann Musik, volle Lautstärke, Bass komplett hochgedreht. Ich habe 2 Stunden lang durchgesungen. Durchgesungen, Digga, weil das war das Einzige, was mich irgendwie wach gehalten hat, so ein bisschen. Boah, aber ich habe richtig gut gesungen, muss ich auch sagen. Leider nicht aufgenommen. Aber ich habe voll gut gesungen. Ich kaufe Banane. Ich Banane. Welche Minion? Ich kaufe Pferd. Ich Pferd. Nein, das geht nicht. Das geht nicht, das ist nicht abgesegnet, meiner Meinung nach. Oh, nein. Ich dachte die ganze Zeit, auf welches Tier will er hinaus, Bro. Digga. Bro, aber der war krass, sag ich. Was hast du dir dabei gedacht? Was ist das? Was ist jetzt? Bruder, ich hab kurz Pause gebraucht. Was passiert? Bro, das kann nicht wegen dem Berg sein. Nein, ich wollte einfach chillen. Bro. Du hattest auch deinen Aura-Moment. Do you think, honestly, yeah, do you think it was like cool how he drove like down the road? He's the guy. Yeah, he's the guy. You drove me down. Was it cool? Yeah, it was amazing. Amazing. Starstruck. I was like, Starstruck. you were going down so fast. Wow, thank you. Okay. Thank you very much. I've never seen something like it. Thank you. How crazy. How did you get up there? Because we were just sliding down the slope. Because my legs are, I have. Oh, you're so crazy. He's training the legs. But you went like up, like fighting for Yes, it. he's training only the legs. Do you think, honestly, yeah, do you think? Ladies, calm down, man. Calm down, ladies. Calm down. Nein, fahr nicht! Nur der Schlitten! Nein, das ist Pass auf, Digga! das Straße direkt, oder? Das ist zu steil! Nein, stopp! Brems! Digga, ich war so schnell. Zu steil! Nein, stopp! Brems! Bro, what the fuck? Oh mein Gott. Digga, das ist so geil. Ich glaube, das war mein Lieblingstag. Tag 2 ist mein Lieblingstag gewesen. Warum wart ihr so besoffen bei Snowchip? Digga, okay, ohne Zirkus. Bruder, also die haben ja so viel getrunken. Das war der einzige Tag, an dem ich getrunken habe. Sonst habe ich nichts mehr getrunken. Aber nach dem Tag haben die anderen nochmal getrunken bei Olympia. Dann, nach Olympia, haben die nochmal getrunken, weil wir so Bier bekommen haben. Und am letzten Tag hätten wir alle nochmal getrunken wegen Après-Ski. Bruder, das war nicht Snowchip, das war Sauftrip, Digga. Er hat so viele Termine und ist überall vernetzt, aber musst du wissen. Let's go. Kommt der Leute. Heute voll mal. Nicht, dass ich denke, dass Visier ist. Du hast Red Bull Gletschereis? Bruder, ich hab 2 Paletten mit Gletschereis.
Ich habe heute 3 Red Bulls getrunken. Bruder, ich bin kurz vor Herzinfarkt, glaube ich. Nein, aber sonst ist, Bruder, ich bin viel zu müde heute. Boah, ich sag, Snowtrip war geil. Snowtrip war sehr geil. War todesanstrengend, aber ich vermisse die Zeit jetzt schon, Digga. Ich vermisse die Zeit jetzt schon. Ach man, schade Schokolade. Ich hoffe, aber wahrscheinlich eher nicht, aber ich hoffe, dass es nochmal so einen Summer-Trip geben wird. Aber wahrscheinlich eher nicht. Kevin's Chat war anstrengend. Ja, ich glaube allgemein Chat war ein bisschen anstrengend. Gegenüber mir auch immer mal wieder. Der Klassiker. Aber juckt, Digga. Scheiß drauf. Bruder, das war so eine geile Zeit. Das war so geil. Aber leider nicht gekifft. Schon wieder. Bruder, wann kiffe ich das erste Mal? Oder lass ich es einfach? Gebe ich einfach auf. Ich will einmal kiffen, Digga. Einmal wissen, wie es ist. Hast du die Olympia-Kondome mitgenommen? Bruder. Nicht nur einen. Ich habe locker 6, 7 Kondome von Olympia. Original von Olympia. Hätte ich die nicht, werden die benutzt zum Ficken da hinten. Rede mal ein bisschen. Die Frage ist, wann werden die benutzt? Ich glaube, das dauert. Bro, ich muss auch sagen, das Snowbike war scheiße. Das Snowbike war kacke. Letztes Mal war 100-mal besser, aber wir wussten es halt nicht. Wir hatten keine Bilder oder so. Oder das wäre nochmal geil gewesen, wären wir wirklich oben auf dem Berg gewesen. Und da so Snowbiking, Junge. Wo ist eigentlich Halle in dem Laserluger? Nee, das ist zu teuer. Das war doch irgendwie teurer als erwartet. Das hier. Wer verblutet? Der blaue Eisbär verblutet. Er hat Blut über der ganzen Jeans. Das ist doch der rote Eisbär, oder? Du kleiner Hurensohn, over. Over. Oh, meine Brust tut weh. Aui. Weißt du, Snowboard ist einfach zu fahren? Ich hasse die Frage, kein Bock mehr diese Frage zu beantworten. Bro, ich bin auch wieder ich bin auch immer überlegen, ob ich wieder Ski switche, Digga. Jetzt, wo ich ein paar Tricks mit Snowboard kann, erstmal Ski switchen. Aber ich sag, Ski ist irgendwie, als Snowboardfahrer muss ich immer noch sagen, dass Ski einfach mehr Aura-Potenzial hat. Digga, wenn du so baggy Pants hast, baggy Jacke, rote Stöcker, schwarze Ski oder weiße Ski, Bruder, hat halt einfach mehr Aura, als wenn du jetzt Snowboard fährst. Ist einfach so. Ne, ist so. Als Snowboardfahrer muss ich das einfach zugeben. Potenzial ja, aber du wirst das Potenzial nicht ausschöpfen können. Doch. Aber guck mal. Die Aura-Outfit. Ja, du brauchst halt die richtigen Sachen. Oder, das sind die Goats. Today we are at the Das sind die best resort Goats. in the U.S. Woodward, Copper, Colorado. We're just gonna explore this entire park and see what it's all. Machst du einfach Vlogs? Ja, vielleicht werde ich morgen zum Vlogger. Ja, morgen noch, also eigentlich, guck mal, normalerweise würde ich halt morgen früh den Stream anmachen. So um 11 oder so bis 14, 15 und dann nach Köln von einem Fußballspiel aufstreamen. Aber vielleicht gehe ich schon um 11 nach Köln und vlog dann so Shit. Und nur ein Kameramann. Weiß nicht, was ich vloggen soll, das ist das Problem. Ist die Metall so scheiße? Wie, was meinst du? Geh mehr raus einfach, wo ist das Problem oder so? Hä? Wegen Vlogs? Ach so, nein, aber oder Snowtrip hat mir auch schon wieder gezeigt, dass ich eigentlich gar keinen Bock mehr auf Stream hab, Digga. Ich hab Bock auf Stream so, aber also Bruder, dieser letzte Tag, Snowtrip hat mir wieder gezeigt, dass ich kann das nicht mehr. Bruder, das Problem gestern war ja, dass in dieses HDMI-Kamera-Ding gegangen ist, aber auch das Roblox, sage ich schon, dass die Live-View, also diese Sache zum Stream, auch random Probleme gemacht hat einfach. Komplett random, noch nie gesehen, da waren so Fehlermeldungen, ich habe die in meinem Leben noch nicht gesehen. Also es kommen immer neue Probleme, das ist so kacke alles. Juckt keinen, ja Thorsten, dann halt deine Fresse und Bock, nee, weißt du was? Ein Tag wann nicht. Lass mich nicht one-guyen.